Serwel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de größten Employern zu Lützeburg. Wir bringen ihr méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der Serwel. Herzlich willkommen bei einer weiteren Edition von unserem Serwel Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Portparole von den Serwel. Und bei mir heute am Studio Doris Horvath, Chef de Service SANE, das heißt Sicherheit, Sûreté und Environnement. Doris, du warst schon ein paar Mal bei uns am Studio für über Sicherheit zu schwätzen. Mit Sicherheit als echt Priorität am Gruppe Serwel. Also ein Thema, da können wir nicht genug drüber schwätzen, sensibilisieren, informieren und responsabilisieren. Was bedeutet für dich alles Sicherheit bei der Serwel? Bonjour, vielmals merci Sandy, dat ich invitéiert gesinn. Ja, Sicherheit bedeutet, dass Klienten an noch Mitarbeiter alle guten sicher heimkommen, a gesund. Das ist soweit, wie all Jahr steht den ILCAT 400 Dir, sprich den International Level Crossing Awareness Day, also den Tag, wo op Gefahren op den Passagerniveau, also de Barrieren, aufmerksam gemacht wird. An dieses Jahr geht es auch nach den Tresspad, das heißt, da geht es nicht nur darum, op Gefahren op de Barrieren aufmerksam zu machen, mit Gefahren allgemein bei den Gleisern an den Emprise ferroviaire. Kannst du uns ein bisschen über diesen Tresspad erzählen? Ja, also ich ging aber gern auch mal am ILCAT aufhängen, die geht seit 2009, an den es an die Liebe gerufen gehen von der Union Internationale des Chemins de Fer mit Partner, weil eben auch festgestellt gehen, dass 30% von den tödlichen Accidenten europaweit Réseau ferroviaire durch eben Leute, die rüberlaufen oder Autos, stattfanden, an dat sind nemmen 1% von den tödlichen Accidenten op de Straßen. Dafür wird absolut nötig, für do zu sensibilisieren, op de sicheren Komportement von de Leute, also der Tisch, die man Velo zu Fuß oder mit der Trottinette, aber auch mit dem Auto unterwegs sind. Kamion, Bus, alles da. Genau, und das eben Passage an Niveau. Und auch über 90% von den tödlichen Accidenten überhaupt bei der Eisenbahn, die sind eben durch Dritte verursacht. Das verheißen, das ist absolut wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. An den Tresspad, das heißt Überlaufen über die Gleise, den aus 2022 schon Leben gerufen gehen, weil beim ILCAT, das geht all Jahres an einem anderen Land kommemoriert, und das war 2022 an den USA. Und da gibt es schon seit 1972 ein Operation Lifesaver. Und ich fand die Initiative ganz wichtig und die USA auch, weil du musst sich vorstellen, das ist natürlich ein ganz großes Land, all 3 Stunden geht eng Person oder eng Person an engem Auto als involviert an engem Accident, ein tödliches Accident op de Schieneninfrastrukturen. Das ist viel. Und das ist ganz viel. Und dafür muss ich auch immer mat sensibilisieren. Auch die Operation Lifesaver, schaffen auch volontär Leute mit. Und das ist an einem nationalen Edukationsprogramm. Und das ist an Amerika, geht auch an verschiedenen anderen Ländern. Das heißt, überall, wo irgendeine Veranstaltung ist, sind volontär Leute, die dann über die Gefahren aufmerksam machen. Und die sind auch Partner vom ILCAT, und auch vom Tresspad. Und du hast dann das Leben gerufen, noch bei uns. Wir haben ganz viele Leute, die über die Schiene laufen. Ja, du siehst, denn da ist immens wichtig, für eben darauf aufmerksam zu machen. Was sind dann die Schwerpunkte des Jahres hier am Land, wo Serwel initiiert? Ja, wir hatten letztes Jahr schon ein Passage an Niveau geholt, das war zu Dummelding. Die Divergenz, das ist so gemacht, am Juni, gell? Ja, das Jahr geht komplett so gemacht, ne? Und dann mussten die Leute einen Umweg machen. Du gibt auch ein Souterrain, den die Leute können holen. Ich wollte da mal so, ne? Auch für bei Spidol zu kommen, weil dort Parking oft überfüllt ist. Also du kannst von der einen Seite auf die andere kommen, zu Fuß, ne? Und noch mal Velo.
méi bom am Auto fir de bëssechen runëm, met dat ass eng Sach vu gewunnecht ass wichtech fir Zecherheet. An dës Joer hunn mir hunn so Hotspotten, well hat jo gesot zwee Mënschen am Dach lafen iwwer d'Schinnen ach menggen dat gëtt immer bësse méi banaliséiert iwwer d'Schinne läfen, Wa ma haut beim Tram ob dat lo op der Belscher Küst ass oder halb beim Amelius du brauchst stimmen hinzustellen der gesagt den immer muss auch iwwer Schiene goen fir die aner Seite natürlich sicher wann Luten aussinn bedeit dann natürlich beim Tram dat het kring ass bei de Schienen bei Eis bei der Eisbahn ist bisschen ernst dass du der wir überhaupt nicht drüber laufen außer bei Souterrain an oder wann Barrieren opsinn och an awer keng Lot rot ass méi dat gëtt immer méi an dat is immens wichtech an och do mir Hotspotten dat hiich mir beobachten dat méi denken Dunkelziffers nach viel mi héich. Ja an du hast den Tram ugeschwarte par rapport zu engem Zug ass dat nach enke en aner gewiicht eng aner Vitas. Ja an den huet an andere Bremssystem anschmengen dat muss alles bedenken méi och beim Trammers de bëssen anschers den bleifft mich schnell stoen bei Eise bewiest du gesotest den Brems fir ass immens lang. Probéier dein Formulenke 1200 Meter ze läfen. Da wëst du wie weit dat ass. Bist du hinnner sinnne aus der Pust. Ma wéi mecht ja well dann opmerksam ich mein gi Kampagnen die gi der Schoul oder mir ginner Scholen mir hatten de Song ma Maka MC na go net so lang hier weil ich menge Bildung an Obklärung vun de Geforen spielen jo eng immens groß roll wat mat dir do auch als Service? Ja, also mir setzen so wie international auch op die 3 Ehen wie Education oder dat geht no Englisch ne das Enforcement also Sensibilisierungen an den dritte Punkt das Engineering dat heißt, du kann der wat kann den technisch nach zusätzlich man dat heißt, du könnt schon mal Gedanke wat kannst nach machen zusätzlich mir natürlich Sensibilisierung als ganz wichtig wie du gesucht hast an der Schulen dat geht schon frei rechen natürlich net schiet verreen op de Barrieren sind net oft de Leute die all dach iwwer d Barriere fuhren wo och dann mal heinst du nas sie dann passeiert ja, dat sind gewunnecht Steiere wie man all Mënsche sinn an dann pass den im moment net op an zack as trot ja das een han die Männeren da sind an engem Stau an dat dann sinner Gedanken Barriere sind nach op da sind an eng Stau, das eng seit eng viel, die anderen seit eng viel, an dann Bemol von den sich op de Barrieren, an da könnt dat, wofir ma wirklich Angst mensch steht verreen, da gehen Barrieren so und steht im Auto tschen de Barrieren, an da kann ich nämlich so gut ausweichen. Ja, dafür gi man ja auch net mit genug zu so, an dat den immer soll werden, dat 4 oder nur der Barriere 4 singem Verkehr eben dann immer frei als den überhaupt dann iwwer Barriere 4, dat den eben freie Fahrt vorausholt. Dorop muss oppassen. Mir könnten omol wie kann ihn dat mossen, ob dat lo vollech reich ass als Kampagne Sensibilisation as schwéier. Wir stellen aber fest, wir hatten 2021 80 ungefähr 80 Incidenten auf die Barrieren durch Drittpersonen, also wo dem die gemerkt sind ganz oder teilweise. Das ist mehr wie ein Woche, gell? Ja, genau. An 2024 hatten wir 50 Incidenten auf die Barrieren. Ja, das ist ja schon ein guter Progress, den wir da gemacht haben. Aber wenn wir gerade von Barrieren schwätzen, Doris, wie funktioniert dann eigentlich eine Barriere? Weil im sicheren Zustand, aus dem Zonenzustand, wenn wir haben eine Lacht sonor, geht für dich das Signal, da kommt rot Blut und dann geht die Barriere auf. Kannst du da vielleicht ein bisschen pur mehr Details sagen? Also mir verschiedene Sorten vu Barrieren, mir Barrieren mat 2 Äm, Barrieren mat 2 Äm, dann hummer auch Barrieren, wo eventuell e Bauer Schlüssel huet, der hummer oder immer Manner, Gott sei Dank. Ne? Und ja, Barriere gin ugesteuert durch entweder Signal oder wann Signal gering ass geht dann Barriere zo, fir dat den Zug dann fährt, oder sie sind iwwer Schlaufe gesteuert. Me wat wichtig ass, dat ging ich awer logere soen, dat techt van die 2 Äm zou sinn. Da kann ein Zug innerhalb von 10 Sekunden kommen. Ne? Das ist immens sehr geil.
Und da ginnet jo die Leute die immer so en ich kann noch durch Kalon River go die Mengen River an dann denken se aber vielleicht net dem vun eise Cargo zi oder so an dann kann noch ganz ja mis sehr geschéie ge. Ja, also wie gesot kann an 10 Sekunden entsuchen sind natürlich Leute denken Leute ja möchte op der Bar an dann dauert het Minuten an so ja me wie du se het kann immer en Zug kommen ne? Ja, aber leit mir lang op der Bayier waren da wie du gerade erklärt es kind die eben signal gesteuert sind an da geht eben auch der die der Schlaufe gesteuert sind ich mein, gimmer lo net so viel do an Detail für Sicherheit muss da viel gemacht gehen für dich man rein weil du gehst da ja auch Know-how an Inspiration an Erfahrungswerter international sich du passt du an einer ganzer Reihe von Gruppe travaillen was gi du nach am Ideen am Ausland wo die mir du als CRL Ja, also so, ich fand das immer ganz wichtig zu gucken, was die anderen machen. Bon, es sind Sensibilisierung, die sind ganz verschieden an alle Länder. Ne? Es gibt ganz viele Videos, die auch gemacht sind, wo die Eltern oder nur Familie, die ihr Mensch verloren haben, die gestorben ist, auf einer Barriere oder von einem Zug überrannt gehen, die dann darüber schwätzen, einen kleinen Appell machen, auch und die anderen Kanner oder Eltern fir ze sensibilisieren. Dat sie ganz emovant Videoen die sind übrigens auch op eiser Internetpage den Dach vom ILCAT, wo man se dann enke highlighten. Da ginnet awer och aner Informationen an wat gut ass a verschiedene Länder wat wirklich bewährt huet. Dat ass wie bei eis de Radar op de Strossen, bon, dat ass immer e bësse repressiv méi Kameran op verschiedene Barrieren, die dann wo en dann wann den Driver am lächte Moment erfiiert, an der Techt am Funk die Rotlut bei as Barrieren as so wie die Rotlut op der Stroos. Und dann fänken und Barrieren ruf zu können. Wenn ich dann arriva an gëtt dann wie op der Stroß geblitzt an die Leute mussten direkt das Protokoll bezahlen. Das funktioniert. Das gëtt a Frankreich, das funktioniert ganz gut, das gëtt an der Belsch nicht überall, aber das funktioniert so. Gin natürlich noch andere Möglichkeiten wie a Japan, du ginnet auch Alarmsysteme. Me das auch ein bisschen kulturell und das auch landspezifisch an für so etwas zu machen muss natürlich auch legislativ Änderungen kommen. Ja, und ich denke, na Japan sind Leute sowieso, wie du siehst, kulturell vielleicht ein bisschen so nicht diszipliniert, dass die das vielleicht überhaupt nicht so lichtfankisch machen, wie es vielleicht hier in europäischen Ländern geschieht. Ja, das stimmt. Kann natürlich immer etwas passieren, dass vielleicht ein Auto ausgeht auf einer Barriere, wo nicht unbedingt, das kann verhängen am Anfang ein bisschen passieren. Bei uns ein Auto mal besser Auto wie früher, die sind mit so verlässlich. Aber ich weiß nie, was kann passieren, auch wenn ich nicht immer am Fehler ist. Was ist dann dein Trio, wenn ihr wirklich auf der Barriere hängen bleiben und sie geht so? Ja, also wir wissen, dass die Barriere die eng Sollbruchstelle, du kann een durchfuhren. Aber du musst natürlich, den Auto muss natürlich können fuhren, ne? Und muss noch cool bleiben. Ne? Also ich ging so, und du wirst man nicht so genau, wie Jitfri funktioniert, am allerbesten raus auf Furcht, gell? Mit auch denen, die am Auto sitzen, ne? Ob das ein Hund, Kante, Bumi oder so vergessen. Und am allerbesten prävenieren, das heißt, nicht an so eine Situation kommen. Ich meine, das ist das Allerwichtigste. Gibt es sonst noch irgendwelche andere zukünftige Pläne von der CRL für weitere Sicherheit zu verbessern? Und bei den Gleisen allgemein, kannst du dir auch vorstellen, dass in Zukunft KI vielleicht auch mehr eine große Rolle spielt? Ja, also am Prinzip, gell, und ich meine, das ist auch ganz wichtig, wenn wir etwas Neues bauen, da wird es barrierefrei gebaut, ne? Dat heißt ohne Barrieren, weil alle Barrieren, die nicht da ist, das ist eine sichere Barriere, gell, das
wissen wir ja. Und dann spengen Neubaustreiker se ganz gut Beispiel sind zwischen Lützeburger Beeteburg gëtt jo locher kein Barriere méi an, wann man dann Neubaustreiker Betrieb holen, du hast auch kein Barriere. Und das ist schon ganz wichtig, weil und dann natürlich eliminieren wir Barrieren. Wir haben ein Programm, wo wir alle Jahre aber Barrieren wegschulden, wie du gesagt hast, Dummelding. Ich meine, da sind wir aber ganz gut weitergekommen, ne, par rapport zu den letzten Jahren. Das ist natürlich immer ganz aufwendig. Ich meine, da schaffen wir, aber ob der Strecke da ist am allerbesten zuzumachen, was aber nicht immer möglich ist. Ich meine, das ist ganz wichtig, stark sein, so weit wie möglich zuzumachen, weil die Leute sind oft an Gedanken, und wir müssen ein bisschen auf die Leute passen. Mit Leuten muss natürlich auch passen, und konzentriert bleiben. Ja, ich meine, das größte Stichwort. Ich meine, am Resümee können wir so eine Distanz halten, Warnsignale respektieren, nimmen op sicheren Plätzen evakuieren, dafür hummer ja auch Souterrain oder Passerellen eventuell, an der natürlich Aufmerksamkeit, wie du siehst, konzentrieren, vielleicht knapp sprich Kopfhörer mal aus dem Ohr und dann einfach op dem Gegend aufpassen. Ja, das ist ganz richtig. An knapp aus den Ohren, als wann ihr am Anfang so die Knappe an den Ohren hört oder lauscht die ganze Zeit Musik oder das so etwas, da kriegt ihr natürlich alles durch so nicht mit. Am Anfang als wie eine Person, die nicht gut hört. Ne? Und beim Ilka, da gibt es ein Video von einer Mom, die schwätzt über ihre Jungen, die nicht gut hört. Und den hat Schale net heiere vun der Barriere, weil dat muss man auch bedenken. Et ginn auch vulnerabel Leiit, déi am Rollstuhl mussssen iwwer eng Barriere fuhren oder Leiit die net gut heieren oder net gut gesinn. Auch dat spielt eng Rolle. Bei den Barrieren. Darüber muss man immer oppassen, wenn man eng Barriere eliminieren oder bei denen bestehende Barrieren. Also leif no Laustra immer gut oppassen an konzentriert bleiben. Doris, ich so dir vielmals merci für den Zeit haut am Studio an als Nolaustra so dann Eddie an bis die nächste Kehr. Eddie, vielmals merci Sandy.